Ein bekanntes Sprichwort sagt, guter Rat ist teuer. Und ich denke, uns allen kommt das vor allem in diesen Momenten in den Sinn, wenn es um gewichtige, grosse Entscheidungen geht in unserem Leben. Und grosse Entscheidungen sind ein gutes Stichwort, weil Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir rund 20'000 Entscheidungen pro Tag fällen müssen. 20'000 Entscheidungen pro Tag, die wir fällen müssen. Natürlich, nicht alle von denen sind überlebensnotwendig, ist klar. Da geht es auch darum, esse ich jetzt zum Morgen Müsli oder Zopf, was für Kleider lege ich an, bevor ich arbeite, putze ich mir die Zähne, bevor ich aus dem Haus gehe oder nicht. Also alles so alltägliche Routinesachen. Aber versteckt in diesen 20'000 Entscheidungen, die wir treffen, sind immer und immer und immer auch wieder Entscheidungen mit grosser Tragweite. Vielleicht magst du dich noch erinnern an den Moment, wo du deinen Beruf gewählt hast. An das Hin- und Herringen in dir drin, an die Fragen, die dich vielleicht hier beschäftigt haben. Und vielleicht auch an Momente in deinem Leben, wo du zurückgeschaut hast und dich gefragt hast, hast du die richtige Wahl getroffen. Vielleicht sind es auch Beziehungen, Freundschaften, die du eingehst, vielleicht auch einen Partner, den du findest. Das sind Entscheidungen, die haben eine Tragweite, die beschäftigen uns ein Leben lang, die begleiten uns ein Leben lang. Manchmal über 10, 20, 30, 40, 50 Jahre hinweg. Vielleicht ist es die Wohnsituation, wohnst du allein, wohnst mit jemand anderem zusammen, in einer WG, ziehst aus von daheim. Vielleicht sind es grosse Investitionen. Schaffen ihr jetzt das Auto an oder nicht? Bauen ihr ein Haus oder nicht? So viele Entscheidungen in unserem Leben drin und so oft kommt uns das in den Sinn, guter Rat ist teuer. Und wenn man so ein bisschen auf die Geschichte zurückschaut von unserer Gesellschaft, dann merkt man, dass es so verschiedene Trends gegeben hat, die die Last von diesen Entscheidungen zusätzlich verstärkt haben, die sie zusätzlich vermehrt haben. Ich würde sagen, die Digitalisierung, die eingesetzt hat, die Verfügbarkeit von Informationen, die Verfügbarkeit auch von Entscheidungen, jeden Moment, gerade augenblicklich, und die sogenannte Individualisierung, die seit Jahrzehnten zugenommen hat. Also, dass wir unser Leben immer einzigartiger und einzelner gestalten und entscheiden. Dort, wo früher die Gesellschaft vieles vorgegeben hat, dort, wo die Familie, die Sippe vieles vorgegeben hat, oder wo der Sohn den Beruf vom Vater und vom Großvater und vom Urgroßvater weitergeführt hat, da sind wir heute konfrontiert mit einer unzählbaren Fülle von Wahlmöglichkeiten. Und es scheint fast so, dass heutzutage jeder fast alles werden oder sein oder machen kann. Und es gibt ein geflügeltes Wort, das heisst, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht zu dem, was er macht. Also jedem sein eigenes Ding. Individualität. Und parallel zu der Entwicklung von der Individualität haben wir auch beobachten, wie die Wahrheit auch immer individueller geworden ist. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, wenn man so zurückschaut in den Geschichtsbüchern, wenn man sich auseinandersetzt mit dem, was früher war, dann haben wir gemerkt, früher hat man einfach vieles so gemacht, weil man es so gemacht hat. Es ist halt so gewesen. Es war vorgegeben. Ich denke, vor längerer Zeit ist vieles von den Kirchen ausgekommen, wo es darum gegangen ist, ein frommes Leben zu führen. Aber noch bis vor ein paar Jahrzehnten war es so gewesen, dass man vieles gemacht hat, weil man das halt einfach so macht. Das ist halt so. Das gehört sich so. Das macht einen guten Mensch oder vielleicht sogar das macht einen guten Christ halt einfach so. Bis plötzlich eine Generation gekommen ist, die alles auf den Kopf gestellt hat. Man sagt der Generation Y, Generation Y oder eben Y im Englischen für Warum. Das sind Leute, die zwischen 1980 grob geschätzt und 2000 geboren worden sind. Und die haben so eine Eigenschaft mitgebracht, da ist man sich eigentlich weitgehend einig, dass sie alles in Frage gestellt haben. Es ist eigentlich so, als wären sie nie aus dieser Kleinkindesalterphase rausgekommen, wo die Kinder doch immer fragen, warum. Kennen ihr das? Also warum? Warum ist das so? Und dann sagst du, ja, eben, die Sonne gibt uns warm. Warum ist das so? Ja, das ist, weil die Strahlen auf die Erde kommen und dann reflektiert sich das. Ja, warum ist das so? Keine Ahnung, frag's Mami. Was auch immer dann. Und die Millennials oder eben die Generation Y, die fragt bei allem, warum. Und sie haben uns als Gesellschaft geholfen, die starren Traditionen, die über viele Jahre hinweg unverrückbar sind, aufzuweichen. Und vieles von dem ist sehr, sehr gut. Dass es halt heutzutage nicht mehr so heisst, macht man halt so, sondern die Menschen können sich selber fragen, warum ist das so? Was möchte ich in meinem Leben? Was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Aber es trägt auch dazu bei, dass wir viel mehr Entscheidungen treffen müssen in unserem Leben. Und noch etwas Letztes. Wenn wir zurückschauen, merken wir, dass die Kirche
immer ganz einen wichtigen Teil gespielt hat. Man könnte sagen, der Glaube, aber vielleicht ein bisschen zugespitzt, der Kirche, schon seit dem Mittelalter und vielleicht schon seit vorher, hat die Kirche eine Rolle gehabt innerhalb der Gesellschaft, die sie in den letzten Jahrzehnten verloren hat. Über lange Zeit hinweg war nämlich die Kirche der Ort, wo die Menschen angeschaut haben und sich gefragt haben, was sind gute und was sind schlechte Entscheidungen. Die Weisheit, die Wahrheit, war wie gepachtet in den Händen der Kirche. Und oft haben die kirchlichen Würdeträger, die halt Verantwortung hatten, den Menschen dann ganz genau gesagt, wie ein frommes Leben ausgesehen hat. Und ein frommes Leben ist noch bis, würde ich sagen, Mitte des letzten Jahrhunderts so ein gesellschaftliches Ideal gewesen, das man verfolgt hat. Und mit den Jahren, so in den vergangenen Jahrzehnten, hat das angefangen zu bröckeln. Die Kirche hat ihren Platz verloren. Sie ist sogar ein bisschen auf die andere Seite übergekommen, dass man heute, wenn man von Kirche redet, oft das Bild hat von etwas Verstaubtem, von etwas Altmodischem, von etwas Zurückgebliebenem. Und heute scheuchen sich die Leute davon, bei der Kirche oder beim Glauben nach Rat zu fragen, weil sie finden, das sind Moralvorstellungen, das sind Wertvorstellungen, die längst vorbei sind. Also vieles hat sich entwickelt, vieles ist besser geworden, aber ist jetzt alles einfach gut? Toleranz hat zugenommen. Die Individualität dazu genommen. Jeder kann machen, was er will. Aber die Bibel sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Toleranz über allem eine grosse Frage. In Gesprächen mit Leuten in der letzten Zeit ist mir etwas aufgefallen, das ich oft auch beobachte bei unseren Kindern zu Hause. Und zwar, ich nehme jetzt irgendeine Beispielsituation, die ungefähr so stattfinden konnte. In der Homeoffice-Zeit ist mir viel zu Hause und ab und zu muss man dann die Verantwortungen kombinieren. Also man sollte eigentlich gleichzeitig arbeiten und an diesen Meetings sein und irgendwie noch das Ohr für die Kinder offen haben. Und dann irgendwie habe ich schon gedacht, das ist ein bisschen verdächtig ruhig. Wer von euch weiss, dass wenn es bei den Kindern verdächtig ruhig ist eigentlich nie gut. Oder die können sich die Grinde einschlagen, du weisst, alles in Ordnung, aber wenn es ruhig ist ist irgendetwas einfach nicht koscher, oder? Ich habe dann einen guten Moment gesucht, um meinen Platz dort zu verlassen, oder? Und dann mal schauen, was ich mache. Und ich sehe den Kind im Garten aus, seelenruhig da, wie sie am Süßigkeiten mampfen sind. Und dann habe ich gedacht, so ein bisschen, ja, also, ich glaube nicht ganz so abgemacht gewesen. Dann bin ich so angekommen und dann habe ich gesagt, du, was macht ihr da? Ja, wir gönnen uns ein Dessert. Dann dachte ich, ja, also, und fragen, also wir hätten ja mal noch können fragen, ob das okay ist, zum Essen. Und dann haben sie gesagt, ja, du hast ja nicht Nein gesagt. Ja, ich habe die auch nicht gefragt. Und plötzlich ist mir bewusst worden, dass die Individualisierung und die Toleranz, die so zunimmt in unserem Umfeld, dazu führt, dass eben alles möglich ist und alles erlaubt ist. Und manchmal denke ich mich, wir drohen als Gesellschaft auf der anderen Seite vom Rössli oben runterzugehen. Nämlich auf der Seite, wo die Frage ist, wenn Toleranz und Individualität zunimmt, will ich dann überhaupt noch Ratschläge von anderen Leuten hören? Wenn jeder machen kann, was er will, weil jeder steht zu dem, was er sagt oder zu dem, was er macht, wer hat dann das Recht, in mein Leben kritisch zu hinterfragen? Vielleicht einmal zu sagen, hey, bist du sicher, dass du nicht da oder dort einen blinden Fleck in deinem Leben hast? Kann es sein, dass der Fortschritt von der Toleranz und von der Individualität dazu geführt hat, dass uns die Demut abhanden gegangen ist und die Korrekturbereitschaft verloren gegangen ist in unserem Leben drin? Je mehr wir uns anfangen zu befreien von dem Einfluss, von der Kirche, von dem Einfluss, wo unsere Eltern, von dem Einfluss, wo die Gesellschaft, die Meinungen von anderen Leuten von uns haben. Also je mehr wir uns lösen von dem, desto mehr stehen wir als Menschen aber auch alleine da. Unabhängig, aber auch abgekoppelt von unserem Umfeld. Die Frage ist, wenn ich niemand mehr will in meinem Leben, wenn ich niemand mehr brauche, dann habe ich vielleicht irgendwann auch niemand mehr in meinem Leben, der mir zur Seite steht. Und eine Frage, die du dir stellen kannst in deinem Leben, will ich überhaupt noch, dass andere Menschen, dass Gott, dass die Kirche, vielleicht mein Small Group Leiter, vielleicht der Pastor am Sonntag, vielleicht ein guter Freund, den du hast, dir in dein Leben hineinreden darf? Lasse ich mich überhaupt noch korrigieren? Oder weiss ich sowieso, was richtig ist, weil ich meine eigene Wahrheit, meine individuelle Wahrheit schon lange gefunden habe? Ich glaube, es ist schwierig, die Tendenz zu verallgemeinern, aber ich glaube, es gibt so verschiedene Lebensphasen, wo man ganz besonders in der Gefahr steht, beratungsresistent zu werden.
Die erste Phase, würde ich sagen, ist so ab 20 bis vielleicht 26. Das ist die Phase als junge Erwachsene, wo man von daheim ausgezogen ist, wo man sein eigenes Geld verdient. Und in meinen Gesprächen mit diesen Menschen erlebe ich oft, dass es so eine Phase ist, wo man ein bisschen die Welt begriffen hat. Ich sage das jetzt ein bisschen provokativ für all die in dieser Altersgruppe. Aber wir müssen euch mal ein bisschen zuhören. Manchmal denkt es einem, es ist so ein bisschen der Moment, wo man eben sich endlich lösen von den Menschen, die einem immer reingeredet haben, wo man jetzt alles ein bisschen besser weiss. Es kommt ein bisschen überheblich rüber. Ich glaube, es ist eine Phase im Leben, wo man aufpassen muss, dass man eben nicht resistent wird für gute Ratschläge aus dem Umfeld heraus. Aber keine Angst. Es kommt auch in anderen Lebensphasen nochmal. Vielleicht bei den Menschen, die so 45 plus sind, die gestartet sind in die zweite Lebenshälfte. Die Menschen, die gemerkt haben, dass der Teil, der hinter einem liegt, schon relativ lang ist und dass der Teil, der vor einem liegt, immer ein bisschen kürzer wird. Und was ich beobachte in meinem eigenen Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen, ist das, dass man manchmal auch ein bisschen kritisch zurückschaut. Und dass man sagt, hey, ich weiss nicht, ob ich mir das nochmal 40 Jahre lang geben will, mich so bestimmen zu lassen von dem, was die anderen Menschen in mein Leben hinein alle zu sagen haben. Weil wisst ihr was? Alle wissen es immer ein bisschen besser, oder nicht? Jeder hat noch einen Kommentar und jeder weiss noch etwas zu deiner Erziehung oder in deinem Job oder in der Nachbarschaft und jeder hat noch ein bisschen einen Kommentar und jeder weiss es noch ein bisschen. Und man ist vielleicht in dieser Mitte vom Leben in der Gefahr, dass man sagt, hey, den Rest von meinem Leben verbringe ich nicht mehr damit, allen anderen das Recht zu machen, sondern jetzt schaue ich für mich. Ganz besonders die Menschen, die die ersten 40 Jahre von ihrem Leben lang besonders gut machen wollten, stehen in der Gefahr, in dieser Midlife-Crisis alles über Bord zu werfen und zu sagen, jetzt starte ich nochmal neu in meinem Leben. Und dann, glaube ich, gibt es einen dritten Moment, im Alter. Dann, wenn man zurückschaut aufs Leben, dort entdecke ich oft zwei verschiedene Gruppen von Menschen. Die einen, die so zufrieden sind und satt sind mit dem Leben. Die einen, die ich zurückschauen und sagen, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe. Und vielleicht eine andere Gruppe, die ein bisschen bitter geworden ist in ihrem Herz. Die enttäuscht ist, die verletzt ist und die dann gegenüber anderen eher ein bisschen besserwisserisch auftritt. Oder die sagen, früher war alles besser gewesen. Mit dem erhobenen Zeigefinger immer auch noch wissen, wie man es machen sollte oder wie sie es gemacht haben, wie es alle anderen machen. Es gibt verschiedene Phasen in unserem Leben, verschiedene Situationen, die uns dazu bringen können, dass wir uns lösen von dem, was andere Menschen in unserem Leben zu sagen haben. Oder wie der Titel dieser Predigt sagt, rate mir, also solange es in meinen Kram hineinpasst, darfst du gerne mich bestätigen und hinter mir stehen und mich anführen, aber rate mir ja nicht ab. Aber wehe, jemand kommt dann und sagt, hey, bist du sicher, dass du das machen willst? Oder hast du das gut überlegt? Oder wie das Buch von den Sprüchen sagt, Sprüche 23, Vers 9, versuche nicht einem Dummkopf etwas zu erklären, er wird deinen guten Rat ohnehin nur verachten. Oder Sprüche 13, Vers 13, wer guten Rat in den Wind schlägt, muss dafür büßen. Wer sich etwas sagen lässt, wird belohnt. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass Gott in der Bibel als ein Gott präsentiert wird, der möchte Teil von unserem Leben sein. Und er möchte unsere Lebensgestaltung mit beeinflussen, mitprägen. Er hat sich entschieden, uns die freie Wahl zu lassen. Das sehen wir schon im Garten Eden. Er hat den Menschen freigelassen und gesagt, Mensch, du kannst selber entscheiden, was du möchtest machen. Du bist frei, ich zwinge dich zu gar nichts. Und trotzdem sehen wir von Anfang an den Wunsch von Gott, in einer näheren Verbindung mit dem Menschen unterwegs zu sein. Dass der Mensch Gott freiwillig in sein Leben einlädt und sagt, ich vertraue dir, dass du gute Ratschläge hast, dass du ein guter Berater für mein Leben bist. Also völlig frei von Anspruch auf unser Leben ist die Bibel nicht. Auch dann, wenn sie uns die freie Entscheidung zu jedem Zeitpunkt lässt. Und so, glaube ich, ist es jedem Einzelnen von uns selber zu fragen, wenn wir überhaupt uns korrigieren lassen, oder wissen wir es doch immer ein bisschen besser in unserem Leben drin. Wir alle kennen die 10 Gebote. Oder wir kennen die Bergpredigt, wo sehr pointierte Texte sind, die uns versuchen, Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Oder mir ist so etwas in den Sinn gekommen, wo Jesus oft gesagt hat, ein geflügeltes Wort, wer Ohren hat, der höre. Und Jesus hat das oft gesagt, wenn er eigentlich wollte, dass die Leute ein bisschen genauer anhören, dass die Leute sich einfach belehren lassen. Ganz besonders die das Gefühl hatten, sie wissen eigentlich schon, wie man es richtig macht. Hat er gesagt, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Der lässt sich etwas sagen von anderen Menschen. Oder wie die Sprüche sagen, höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser Mensch wirst. Also zu hören auf das, was Gott sagt,
Das Hören auf gute Ratschläge von anderen Menschen macht uns zu weisen Menschen. Heißt zu Menschen, die fähig sind, gute Entscheidungen zu treffen, wo wir auch später stolz darauf sein können, wo wir nicht nachher bereuen. Menschen sind, die gute Entscheidungen treffen können, die Leben spenden, die Positives bringen und nicht schwierige Konsequenzen in unserem Leben haben. Man könnte jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, dass Gott einfach Kontrolle will behalten über den Menschen, oder? Also indem, dass er schaut, dass wir diesen Ansprüchen, die er hat, genügen, kontrolliert er uns. Kann man so sehen. Ich glaube, die Bibel malt uns ein anderes Bild. Und wenn es darum geht, sich beraten zu lassen, und was ist das Ziel vom sich beraten lassen, dann finde ich im Psalm 1 einen Text, der das wunderschön beschreibt. Es heißt nämlich dort glücklich, oder man könnte auch übersetzen selig oder gesegnet oder wie auch immer, also zufrieden, wohltuend, gönnend fürs Leben, die Fülle vom Leben entdeckend, ist der Mensch, der nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, der nicht mit Sündern auf einer Seite steht und nicht mit solchen Menschen zusammensitzt, die über das alles Heilige herziehen, sondern der Freude hat am Gesetz vom Herrn, der darüber nachdenkt Tag und Nacht und es heisst, er ist wie ein Baum. Wie ein Baum, der näher am Wasser gepflanzt ist, der Früchte trägt, also der Ausstrahlung hat, der Positives bewirkt, wo andere davon profitieren können, der sich multipliziert im Leben von anderen. Und dessen Blätter nie verwelken, dass was er sich vornimmt, das gelingt. Gott sagt also, wenn du mir vertraust, wenn du dich beraten lässt von mir und von Menschen mit guten Ratschlägen, dann kann man dich glücklich nennen. Oder man kann dich gesegnet nennen. Man kann sagen, du bist wie ein Baum, der gepflanzt ist, wo Nahrung bekommt, wo Frische bekommt, wo Leben bekommt und wo selber zu einem Ort werden kann, wo gute Ausstrahlung hat, einen positiven Einfluss auf sein Umfeld außenrum. Wenn es darum geht, sich beraten zu lassen, finde ich, geht es darum, anzuhören, was andere Menschen, was Gott über mein Leben zu sagen hat. Natürlich wäre es mega praktisch, wenn man das so könnte machen, dass man dann zu jedem Zeitpunkt einfach könnte fragen und sagen, Herr, was soll ich jetzt machen? Und Gott sagt dann ja oder nein, A oder B. Oder der allwissende Gott, der einem dann Schritt für Schritt alles vorzeichnet, dass man eigentlich selber nichts mehr denken muss. Und am besten könnte er einem dann noch die Lottozahlen von der nächsten Ziehung sagen, weil das kommt ja dann auch wahnsinnig gut. Wenn es darum geht, sich beraten zu lassen, geht es nicht darum, die Verantwortung von seinem Leben einfach loszulassen. Es geht nicht einfach darum, blind irgendetwas hinein anzufolgen. Und vielleicht ist das über lange Zeit eingefordert worden, vor allem von den Kirchen und von den kirchlichen Würdeträgern, dass sie gesagt haben, du musst ja nichts studieren, hauptsächlich machen, was man dir sagt, und dann bist du ein guter Mensch. Ich glaube, das ist nicht das Ziel, das Gott mit uns Menschen hat. Nicht so wie die Lemmings. Wir haben früher so ein Videospiel gehabt, kennen die? Die sind einfach so gelaufen, oder? Und dann hast du so einen gehabt, der so einen Weg pickeln, oder? Und einen gehabt, der da das Stoppdings hat. Und wenn du nicht aufgepasst hast, dann sind sie auf so eine Klippe zugelaufen und schnurstracks und sind einfach alle einer Reihe und gemacht, plopp, 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 sind alle hinten runtergefallen. Das ist nicht blind, einfach etwas hinten anzulaufen und zu sagen, mit meinem Leben habe ich nichts mehr zu tun. Ratschläge annehmen heisst nicht, ich schalte das Hirn ab. Es heisst auch nicht, dass man manchmal Herausforderungen und das Gefühl beschleicht einem doch dann so, einfach auf Gott kann vertrauen und er sagt einem schon, was recht ist und dann passiert einem nichts mehr Böses. Das ist manchmal auch so die Idee. Also wenn ich einfach ganz genau das mache, was Gott mir sagt, dann wird mir nie mehr etwas Schlimmes in meinem Leben passieren. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Wir werden leider nicht verschont bleiben von Herausforderungen, von Schwierigkeiten in unserem Leben. Auch wenn wir uns ganz nach Gott richten, auch wenn wir auf gute Ratschläge hören. Also einfach zusammengefasst, sich beraten lassen heisst, ich habe trotzdem noch die freie Wahl, die freie Entscheidung, weil Gott lässt mich frei und ich habe die Möglichkeit oder die Pflicht auch, dann mit den Konsequenzen von meinen Handlungen zu leben. Heute Morgen soll ein Morgen sein, wo ich dir Mut machen will. Mut machen, dein Herz offen zu behalten für Impulse von außen. So einen einzelnen Sonntag lange nicht, um alle Aspekte von guten Entscheidungen zu beleuchten. Das ist einfach völlig unmöglich, das geht einfach nicht. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht gerade das Musterbeispiel von einer Person, die dann weise und entscheidungsfreudig ist. Also ich brauche manchmal auch ein bisschen länger, bis ich dann den richtigen Weg sehe oder gehe. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie in den letzten Wochen in meinem Herzen so ein Wunsch gewachsen ist. Ein Wunsch danach, mein eigenes Leben immer wieder so demütig zu behalten, dass ich offen bin für Impulse von außen.
Gegen den Gedanken, gegen den Strom von der Individualisierung und der Toleranz anzukämpfen, dass ich am Schluss nicht das Maß aller Dinge bin. Dass ich nicht der bin, der es immer nur ein bisschen besser weiß, sondern mir so eine Herzenshaltung behalten, wenn ich glaube, in den Sprüchen eingefordert wird von einem Menschen, der sagt, ich bin nicht ein Dummkopf, nicht einer, der mit Scheuklappen durchs Leben läuft, sondern jemand mit einem offenen Herz, der sich beraten lässt. Ich habe nichts gegen Individualität, ich habe auch nichts gegen Toleranz. Das sind alles grossartige Entwicklungen. Ich will garantiert nicht zurück ins Mittelalter, wo man einfach so mit dem Mahnfinger dann alles reingeholt hat. Aber ich glaube, wir stehen als Menschen in der Gefahr, dass wir auf der anderen Seite vom Rössli oben runterfallen. Ich möchte heute Morgen so ein Plädoyer machen für Offenheit, ein Plädoyer für sich beraten zu lassen von Gott und von anderen Menschen. Und ich habe 3 so praktische Gedanken, wie man das in seinem Leben umsetzen kann. Das erste ist, bleib offen und fragend. Offen sein für Ratschläge, offen sein für Korrektur ist eine Entscheidung, die du selber treffen kannst. Es ist eine Entscheidung. Es kommt nicht einfach so in dein Leben hinein. Ich habe mich entschieden, schon lange, und ich versuche das immer und immer wieder zu machen, dass ich demütig und korrekturbereit bleiben möchte. Und dann heisst das, mich immer wieder daran zu erinnern, bevor ich in ein Gespräch hineinkomme, wenn eine Person auf mich zukommt, wenn ich mit Freunden schwätze oder zusammen bin, wenn ich die Bibel lese, wenn ich in den Gottesdienst komme, mir immer selber wieder zu sagen, hey, ich will offen bleiben für Impulse von außen. Ich sage mir ganz bewusst selber, du bist nicht das Maß aller Dinge. Ich bin wahnsinnig intelligent und ich habe schon manchmal das Gefühl, ich wüsste es immer ein bisschen besser als die anderen. Und dann tut es einem gut, sich selber das immer wieder zu sagen, hey, ich höre an auf das, was andere Menschen zu sagen haben. Ich trainiere mich drin, nicht einfach gerade wieder 10 Gegenargumente zu bringen, wenn ich irgendwo etwas höre, ob das jetzt in der Bibel ist, ob das im Gottesdienst ist, ob das in der Kleingruppe, in der Small Group ist oder ob das sonst irgendwo ist. Nicht einfach zu reagieren und 10 Gegenargumente zu bringen und zu sagen, mit dem habe ich dann gar nichts zu tun, sondern zu trainieren, einfach mal zu hören. Zu sagen, danke vielmals für den Impuls. Und sich Gedanken darüber zu machen, passt das auf mein Leben? Ist das ein Schuh, der mir passt, den ich anlegen will? Oder muss ich sagen, nein, du, lieb gemeint, gut gesagt, aber es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich glaube und ich wünsche mir das ganz besonders auch für uns als Kirche. Ich glaube, die Kirche hat eine grosse Herausforderung im Moment. Selbstverschuldet, müssen wir ehrlich sein, weil sie über lange Zeit hinweg auch mit sehr viel Druck und mit sehr viel Forderungen die Menschen versucht haben, dazu zu bringen, das zu machen, was sie gut finden. Und gleichzeitig, wenn ich in der Bibel schaue, habe ich das Gefühl, dass die Gemeinschaft von gläubigen Menschen, die wir sind, ein Ort sollte sein, wo wir uns ermutigen, offen zu bleiben, wo wir uns ermutigen, demütig zu bleiben, wo wir einander das Recht geben, gegenseitig ins Leben hineinzureden, uns zu zeigen, wo wir vielleicht blinde Flecken haben, uns zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, auch das ist eine Entscheidung. Wie du da reinhockst, in diesem Gottesdienst, ist deine persönliche Entscheidung. Ob du etwas kannst mit heimnehmen von dem, was da gesagt wird, ist deine persönliche Entscheidung. Das hängt nicht von mir ab, wie gut dass ich predige oder wie schlau dass ich jetzt meine Gedanken präsentiere. Wenn du einfach so da hockst und sagst, du kannst mir schon mal sagen, Bürstli, was hast denn du schon erlebt in deinem Leben? Gell? Dann wirst du rausgehen und du wirst nie etwas mitnehmen. Aber wenn du mit einem offenen Herz da bist, glaube ich fest, wirst du immer wieder Perlen entdecken. Wenn du mit einem offenen Herz in deiner Small Group, in deiner Passion Group bist, wenn du mit Freunden so redest, wirst du immer wieder Perlen entdecken. Also das Erste ist, es ist eine Entscheidung, bleib offen und fragend. Das Zweite will ich mit einem Vers aus dem Kolosserbrief einleiten, wo es heißt: In ihm, und da ist Christus gemeint, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wenn ich an einen guten Schöpfergott glaube, der alles weiß, der mein Leben bis ins kleinste Detail kennt und der es nur absolut gut mit mir meint, wenn ich das wirklich in meinem Herzen glaube, dann ist das einzige Richtige, was ich machen kann, ist, den guten Gott zu fragen, was er für Gedanken über mein Leben hat. Weil er meint es gut mit mir. Und der Satz, der Text aus dem Kolosserbrief ist für mich in sich schon eigentlich eine Predigt, was heißt, dass in Christus seine Schätze vergraben sind von Weisheit und Erkenntnis.
Ich glaube, dass wir uns etwas Zweites bewahren können. Das ist eine gewisse Neugierde. Unser ganzes Leben hinweg. Christus, Jesus ist so unergründlich in seiner Weisheit, so tief, so voll, so umfassend, dass es nie ein Ende gibt. Egal wie lange du forschst, du wirst nie am Boden ankommen. Egal wie lange du grabst, du wirst nie alle die Schätze heben können. Und trotzdem glaube ich, dass es eine Ermutigung ist, in unserem Leben immer und immer wieder zu fragen nach dem, was Gott für unser Leben will. Damit wir so ein Baum sein können, der blüht. Ein Baum sein können, der Frucht trägt. Ein Baum sein können, der Blätter hat, der Schatten spendet. In ihm liegen die Schätze von Weisheit und Erkenntnis. Schätze sind Sachen, die man suchen muss, raustüfteln, so ein bisschen Indiana Jones-mässig. Wo man dran ist, wo man so etwas graben, wo man etwas entdeckt, auf etwas stößt und einen Gewinn hat, aus dem rauszieht. Und so komme ich mir manchmal vor, in dem Unterwegssein mit Jesus. Es gibt immer wieder Neues, was man entdecken kann. Es gibt immer wieder Sachen, die einem faszinieren, die einem nahe bei dem Gott behalten wollen. Ich glaube, es ist unser Job, als Menschen nie aufzuhören, Gott immer ein Stückchen besser kennenzulernen. Und das Letzte ist gute Ratgeber. Ich will noch zum Schluss ein Wort machen. Nicht jeder Rat ist ein guter Rat. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, dass wir Menschen offen sein sollen für gute Ratschläge. Und ich glaube, es gibt eine Gefahr. Dass man nämlich das umkehren kann und dass man das Gefühl hat, dass man selber ein wahnsinnig guter Ratgeber ist, weil man so viel Weisheit hat und dass man allen anderen dann genau sagen sollte, wie sie es machen sollten. Ich glaube, ein guter Ratgeber ist nicht eine Person, die anderen sagt, wie man es richtig macht. Und ich glaube, ein guter Rat ist immer etwas, wo man empfängt, wo man fragt. Und vielleicht kann man mal sagen, hey, ich hätte etwas. Man bittet eine Person, dass man einen guten Rat geben darf. Aber sicher nie zwingt man einen guten Rat einer anderen Person auf. Sicher nicht schreibt man irgendwelche Wut-E-Mails oder Posts unter Kommentaren unten, um allen anderen zu sagen, wie sie es eigentlich richtig machen sollten. Ist kein guter Ratschlag. Bitte macht das nicht. Schickt mir nicht so E-Mails. Wirklich nicht. Es gibt genug Leute, die immer alles besser wissen. Ein guter Ratgeber ist eine Person, die dir versucht zu helfen, deine Gedanken zu ordnen. Ist eine Person, die dir versucht zu helfen, die blinden Flecken in deinem Leben zu entdecken. Und ist vor allem eine Person, die dir Mut macht. Weil Entscheidungen treffen braucht so viel Mut. Und ein guter Ratgeber ist jemand, der dich ermutigt, dort drin, der dir versucht zu helfen, einen Schritt aufs Wasser rauszumachen, eine Entscheidung zu treffen und einen Weg zu gehen. Weil eins ist klar, fehlerlos ist niemand von uns. Es bewahrt uns nicht vor Unheil, vor Leid. Es bewahrt uns nicht vor falschen Entscheidungen. Ein guter Ratgeber, der lässt an und der hilft dir, deinen Weg zu finden. Und er zwingt sich nicht auf. Bleib offen und fragend. Such immer wieder nach dieser Fülle von der Weisheit und Erkenntnis, die in Jesus zu finden ist. Und such dir gute Ratgeber oder bist selber ein guter Ratgeber, der da ist und anderen versucht zu helfen. Wo es nicht um sich selber geht, damit er gut dasteht, sondern wo anderen helfen will. Wir wollen beten miteinander. Und zuerst möchte ich dich fragen, wenn du da dabei bist, entweder daheim oder da vor Ort, und du sagst, ich habe eigentlich gar keine so eine Connection zu dem Jesus, wo der Schatz ist, wo die Schätze verborgen hat von Weisheit und Erkenntnis. Ich fühle mich allein. Ich fühle mich manchmal vielleicht auch ein bisschen orientierungslos in dieser Welt. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus ist zugänglich, immer und überall. Die Schätze sind nicht so schwierig zu finden, dass es nur ein paar Auserwählte können. Alles, was es braucht, ist ein offenes Herz. Und mit einem einfachen Gebet kannst du in die Hand einschlagen, wo Jesus dir ausstreckt. Und darum beten wir zuerst mit all dem. Du kannst das Gebet mitbeten, wenn du von denen bist, du sagst, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte die Weisheit von ihm in meinem Leben haben. So beten wir miteinander. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so gut meinst mit meinem Leben, dass du nur das Allerbeste für mich willst. Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst zu erkennen, wo in meinem Leben du mir schon begegnet bist, wo du Spuren hinterlassen hast, die mir das zeigen, dass du es gut meinst mit mir. Und Jesus, ich habe heute Morgen gemerkt, dass ich mein Leben möchte dir anvertrauen möchte, weil du es besser weißt. Weil ich bei dir das Leben finden kann, das ich suche. Und so lege ich dir alles an, meine Vergangenheit, die ich gelebt habe ohne dich, mein Leben, das ich habe. Und ich bitte dich, nimm du alles.
Mach du mich frei. Mach du mich heil. Mach du mich neu. Du sollst die Steuer von meinem Leben haben. Amen.